Hvala vsem, ki ste se odzvali našemu vabilu na to tiskovno konferenco, skupno tiskovno konferenco, ki smo pripravili Generalni konzulat in Festival Ljubljana. Te tiskovne so postale že ena tradicija, to je že 5. leto zapored, da tukaj tudi v Celovcu predstavljamo Festival Ljubljana kot največji poletni festival v Sloveniji. To moram tudi jaz kot Mariborčan brez zavisti priznati, da je to vendar največji poletni festival. In herzlich willkommen und danke alle, die unsere gemeinsame Einladung von Generalkonsulat und Festival Ljubljana gefolgt sind. Es ist jetzt schon eine Tradition geworden, dass wir den größten Sommerfestival in Slowenien, auch in Klagenfurt, vorstellen. Und es ist mir eine Freude, dass ich unter uns den Direktor und den künstlerischen Leiter von Festival Ljubljana, Herrn Darko Brlek, begrüßen darf und Herrn Jan Ciglenečki, Leiter von dem Wiener Büro von der slowenischen turistischen Organisation. Und veseli me je, da lahko v naši sredi pozdravim tudi direktorja in umetniškega vodjo Festivala Ljubljana, gospoda Darka Brleka, in vodjo dunajskega predstavništva Slovenske turistične organizacije, gospoda Jana Ciglenečkega. Und nach dieser sehr kurzen Einführung gebe ich gleich das Wort zuerst an Herrn Jan Ciglenečki. Kot prvemu predajam besedo gospodu Janu Ciglenečki. Hvala, gospod generalni konzul. Spoštovane dame in gospodje, dragi kolegice in kolegi, gospod generalni konzul, lepo vas vse pozdravljam v imenu Slovenske turistične organizacije. Če mi dovolite, bi pač nadaljevanje govoril nemško, da vsi razumeli. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Generalkonsul Predan. Ich möchte Sie alle im Namen unserer slowenischen Tourismuszentrale und unserem Büro in Wien recht herzlich begrüßen. Wir wissen, heutige Hauptredner da ist sowieso Herr Direktor Magister Darko Brlek, künstlerischer Leiter des Ljubljana Festivals und dazu auch, glaube ich, noch immer Präsident der Europäischen Festivals, nicht mehr. Beendet am 5. Mai. Weil das war, glaube ich, 10 Jahre oder noch mehr haben wir das. Okay. Und mit ihm angereist ist auch die PR-Chefin von Ljubljana Festival, Frau Živa Steiner. Doch zuerst erlauben Sie mir ein paar Zahlen im slowenischen Tourismus im Jahre 2016, weil die waren wirklich also zu sehen. Nämlich wir haben 4,3 Millionen Gäste in Slowenien gehabt, die etwas mehr als 11 Millionen Nächtigungen gemacht haben. Bei den Gästen war es 10% plus, bei den Nächtigungen 8% plus. Und wenn ich den österreichischen Markt anschaue, haben wir als zweitgrößte ausländische Markt nach Italien und vor Deutschland 311.000 Gäste aus Österreich gehabt, 10% plus zu dem vorigen Jahr, also wieder eine Steigerung. Jahrelang haben wir die Steigerungen da. Und auch die Nächtigungen sind auf 830.000 gestiegen, wieder 7% plus. Großteil, wie schon alle diese Jahre, kommen noch immer aus Kärnten, also österreichische Gäste kommen aus Kärnten, aus Steiermark. Dann kommen die Wiener, Niederösterreich, Oberösterreich und die anderen Länder. Freilich sind wir Ihnen, meine Damen und Herren, sehr dankbar, weil wir wissen, dass auch mit Ihrer Hilfe das geschieht, die guten Zahlen. Also wohin reisen die Gäste in Slowenien noch immer? Also die österreichischen Gäste reisen noch immer meistens zu den Thermen, das ist mehr als 40%. Zweite große Gruppe ist freilich slowenische Küste, unsere kleine Küste, 46 Kilometer lang, aber trotzdem haben wir sehr, sehr viele österreichische Gäste und freilich immer die Steigerungen da. Und weiter sind das dann die Städte und Tourismus in Bergen, beziehungsweise Radfahren, Wandern, das sind dann die Hauptprodukte, die da genutzt werden. Und freilich immer populärer, oder die waren schon immer da, aber noch populärer, die enogastronomische Wege, historische Städte und freilich Ljubljana. Wenn ich dann zu Ljubljana übergehe, wo wir sowieso über Festival viel mehr hören werden, vielleicht noch ein paar anderen wichtigen Veranstaltungen, die es in Ljubljana dieses Jahr gibt. Jazz Festival in Cankarjevdom Ende Juni, dann Anna de Setnica, Straßentheater,
zwischen 5. und 8.7. Dann Biennale des Designs wurde schon geöffnet am 25. Mai bis Ende Oktober in Schloss Fugine im Architekturmuseum. Freilich wieder zu erwähnen ist die Otperta Kuchna, die geöffnete Küche, die im Freien ist, freilich am Ljubljana Markt, jeden schönen Freitag bis September, bis Oktober hinein, zwischen 10 bis 21 Uhr. Und dann gibt es noch ein paar vielleicht starke Rockkonzerte. Dazu habe ich André Rieu geschrieben, er ist wahrscheinlich kein Rocker, aber etwas inzwischen, ne? Am 14. Juni in Stožice, in diesem großen Saal. Punkrock mit Green Day and Rancid and Pixies aus USA, also aus United States, also mit Alternativrock am 12.7. in Križanke. Das wäre in Kürzen und jetzt übergebe ich gerne an Herrn Direktor das Wort. Danke sehr, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, spoštovani gospe in gospodje, spoštovani generalni konzul gospod Milan Predan, hvala za gostoljubje, spoštovani gospod Ciglenički. V izjemno zadovoljstvo mi je vsakič znova vas pozdraviti tukaj na našem slovenskem konzulatu v Celovcu. Sehr geehrter Herr Konsul Predan, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, sehr geehrter Herr Ciglenički. Es ist mir eine außerordentliche Zufriedenheit, Sie wieder einmal hier begrüßen zu dürfen in dem Generalkonsulat von Slowenien. Vsako leto imamo vse več gostov iz Koroške, tako Slovencev, kakor seveda Avstrijcev in tudi iz ostalih delov Avstrije, tako da smo na to še posebej ponosni. Wir haben immer jedes Jahr eine steigende Zahl von Gästen aus Kärnten, sowohl Slowenen als auch Österreicher, wie auch aus anderen Teilen Österreichs, worauf wir besonders stolz sind. Ni samo festival Ljubljana tisti, ki ga lahko poleti najdete v Ljubljani. Preko 50 festivalov se bo zvrstilo tja do jeseni. Und es ist nicht nur das Festival Ljubljana, das Sie in Ljubljana während des Sommers besuchen können. Es werden über 50 Festivals während des Sommers in Ljubljana stattfinden. Če to povežemo še z odličnimi restauracijami, reko Ljubljanico in seveda zelenimi površinami in pa 5 conami v centru obnovljene Ljubljane, je to prav gotovo dober razlog za obisk. Wenn man das auch noch mit den ausgezeichneten Restaurants, dem Fluss Ljubljanica, allen Grünflächen und der Fußgängerzone verbindet, ist das mehr als genug Grund, um Ljubljana zu besuchen. Ljubljana je bila lansko leto tudi zelena prestolnica Evrope in mi smo v ta namen lansko leto začeli s festivalom na Ljubljanici, ki se bo dogajal tudi letos v začetku, torej julija, med 30. julijem in 3. julijem. Und im vergangenen Jahr begannen wir auch mit unserem Festival auf der Ljubljanica, also auf dem Fluss. Und das werden wir in diesem Jahr auch wiederholen, und zwar zwischen dem 30.06. und dem 3.07. Sicer pa že pripravljamo nov slovenski musical, mogoče še posebej zanimiv za koroške Slovence, po znanem filmu Vesna, in sicer bo premiera 7. junija v Križankah, ponovitve pa 8., 9. in 10. junija. Und wir bereiten auch ein neues slowenisches Musical vor, das noch besonders interessant sein sollte für unsere Zuschauer aus Kärnten, unsere Kärntner Slowenen. Nämlich nach dem Film Vesna wird jetzt ein Musical vorbereitet, und zwar ist die Premiere am 7.6. und die Wiederholungen am 8., 9. und 10.6. V juniju bo tudi že ponovitev Mamma Mie, več kot 100 predstav smo lahko videli, prav tako tudi več kot 100 predstav musicla Cvetje v jeseni. Vsi trije musicli so bili v koprodukciji s festivalom, tako da lahko govorimo o nekem novem valu v slovenski festivalski, predvsem kulturi.
Im Juni wird auch erneut die Vorstellung von Mamma Mia stattfinden, also von diesem Musical. Und es ist schon die über 100. Vorstellung dieses Musicals, genauso wie von dem Musical Cvetje v jeseni, also Blüten im Herbst. Und zwar alle diese drei erwähnten Musicals wurden gemeinsam mit dem Ljubljana Festival koproduziert. Das ist also eine neue Welle der Kunst in Ljubljana. Še posebej zato, ker so vsi izvedeni slovenskimi izvajalci oziroma slovenskimi umetniki. Und vor allem deshalb, weil alle mit slowenischen Künstlern auch vorgeführt werden. 21. junija, ko pride uradno poletje, bo na Kongresnem trgu poletna noč, ki bo posvečena 80. obletnici rojstva znanega slovenskega skladatelja in aranžerja Jožeta Privška. Und am 21.06., also mit dem offiziellen Sommerbeginn, findet auf dem Kongressplatz in Ljubljana die Sommernacht statt, und zwar zu Ehren des 80. Geburtstags oder des Jahrestags der Geburt von Jože Privšek, einem anerkannten slowenischen Komponisten. Skupaj z revijskim orkestrom in big bandom RTV Slovenija in seveda znanimi solisti. Gemeinsam mit unserem Orchester und dem Big Band von slowenischen Rundfunk und mit anerkannten Solisten. Potem pa otvoritev uradna 27. junija Carmina Burana v izvedbi katalonske skupine La Fura dels Baus z zelo povečanim orkestrom Slovenske filharmonije, z združenimi zbori. Gre za pravi spektakel. Če bi slučajno bilo 27. junija slabo vreme, bo predstava ponovljena 28. na Kongresnem trgu. Und es folgt dann die Eröffnung am 27.06. mit dieser spektakulären Aufführung der Carmina Burana mit dem katalonischen Orchester La Fura dels Baus und dem slowenischen Orchester der Philharmonie. Es werden auch gemeinsame Chöre auftreten. Sollte es schlechtes Wetter geben, wird die Vorstellung am 28.06. wiederholt. 29. junija bo v Cankarjevem domu koncert opernih arij z svetovno znano mezzosopranistko Elino Garanča in simfoničnim orkestrom RTV Slovenije. Und am 29.06. findet im Cankarjev Dom eine Vorführung von Elina Garanča, der weltbekannten Mezzosopranistin, mit dem Philharmonieorchester von Ljubljana statt, und zwar ein Arienkonzert. Ne bom vsega bral, kajti to lahko vse vidite v programski knjižici, ki je v vaših materialih. Pripravili smo tudi zloženko v nemškem jeziku in pa seveda na naši spletni strani www.ljubljanafestival.si. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, denn das können Sie alles in unserem Programmbüchlein, das auch draußen ausliegt und hier in Mappen auch drinnen ist, finden. In deutscher Sprache finden Sie das auch auf einem Faltblatt und natürlich auch auf unserer Webseite www.ljubljanafestival.si. Je pa vsekakor treba omeniti gostovanje Sankt-Peterburške filharmonije z Jurijem Temirkanovim. Auf jeden Fall muss man aber die St. Petersburger Oper mit Juri Temirkanov erwähnen. Potem novo produkcijo Kneginje Čardaša, premiera bo 4. julija v Ljubljanski operi. Dann die neue Produktion der Čardaš-Fürstin mit einer Premiere am 4.7. in der Oper von Ljubljana. Ponovitve 12., 13. in 14. julij. Mit den Wiederholungen am 12., 13. und 14. Juli. 10. julija bo v Cankarjevem domu z orkestrom Franz Liszt iz Budimpešte nastopila svetovno znana pianistka Marta Argerich. Am 10.7. findet die weltberühmte also eine Vorstellung der weltberühmten Pianistin Marta Argerich mit dem Orchester Franz Liszt aus Budapest statt. 11. julija Chang Gu-yong, kitajski dirigent, sicer umetniški direktor opere v Šangaju in pa sloviti čelist, mlad, vendar eden največjih kitajskih talentov, Ji-Peng Ni. Und dann am 11.7. mit dem Dirigenten Chang Gu-yong aus China, auch weltbekannt, und einem jungen, sehr talentierten Cellisten Ji-Peng Ni. V tem tednu bo potekala tudi 20. mednarodna likovna kolonija, ki jo vodi selektor Tomo Vran, na katero vsako leto povabimo 8 umetnikov, 4 iz Slovenije in 4 iz tujine.
In dieser Woche wird auch die internationale Malerkolonie stattfinden unter der Leitung von Tomo Vran und er wird auch die Gäste auswählen. Und daran nehmen jeweils 8 Künstler teil, 4 aus Slowenien und 4 aus dem Ausland. 18. julija se bomo poklonili spominu na preminulega režiserja in dobrega prijatelja Tomaža Pandurja za predstavo Brezmadežna. Am 18.07. werden wir unseres guten Freundes und exzellenten Regisseurs Tomaž Pandur gedenken, und zwar mit der Vorstellung Die Unbefleckte. Ta predstava je nastala po njegovi smrti, skice sta pripravila skupaj sestra ja, in Tomaž, in seveda se nam zdi primerno, da s to predstavo nekako obeležimo njegov spomin. Diese Vorstellung ist nach seinem Tod entstanden. Die Skizzen sind bereits vor seinem Tod gemeinsam mit seiner Schwester schon entstanden, und es schien uns sehr eingebracht, auch diesen Künstler gebührend zu gedenken. V času od leta 2002 smo skupaj s Tomažem Pandurjem sproducirali 8 novih predstav, različnih. In der Zeit seit 2002 haben wir gemeinsam mit Tomaž Pandur 8 Vorstellungen produziert. Zadnjo pred 2 letoma, in sicer Faust. Die letzte fand vor 2 Jahren statt, und zwar war das Faust. Predstava, torej premiera je bila v Križankah in jo bomo tudi naslednje leto ponovili v Križankah. Die Premiere fand im Theater Križanke statt und wird nächstes Jahr wiederholt. 19. julija svetovno znani romski violinist z svojim bendom Robi Lakatoš v Križankah. Am 19. Juli der weltberühmte Violinist, also Roma-Violinist Robi Lakatoš mit seiner Band in Križanke. Iz znane madžarske družine Lakatoš, Aus der berühmten ungarischen Familie Lakatoš, ki obvladuje ta glasbeni prostor ne samo na Madžarskem, ampak tudi širše po svetu. die den Musikraum nicht nur in Ungarn, sondern auch anderswo in der Welt beherrscht. 20. julija bo v gosteh John Malkovich, ki sicer živi na Dunaju. Am 20. Juli kommt John Malkovich zu Gast, der ansonsten in Wien lebt. In sicer v eni zanimivi zgodbi z komornim godalnim orkestrom iz porušene L'Aquile. Und zwar in einer interessanten Geschichte mit dem Kammerstreichorchester aus dem zerstörten L'Aquila. Ob klavirskem koncertu bo bral pisma in prav z zanimanjem pričakujemo vsi ta posebni dogodek, ki se bo zgodil v Unionski dvorani. Er wird zu einem Klavierkonzert Briefe vorlesen, und wir erwarten schon mit Interesse dieses Ereignis in Union in Ljubljana. No, potem že sledi ta komorni ciklus godalnega komornega orkestra Slovenske filharmonije z izvrstnimi solisti. Es folgt dann der Kammerstreichorchester-Zyklus mit ausgezeichneten Solisten, Kot so Richard Galliano, wie Richard to ne rabimo Galliano, prevajati potem, Nika Gorič, ki je izjemno uspešno debitirala lansko leto na Salzburškem festivalu. dann auch Nika Sopranistin. Gorič, eine Sopranistin, die ein sehr erfolgreiches Debüt im vergangenen Jahr bei den Salzburger Festspielen hatte. In ruski violinist in skladatelj Dmitrij Sikovjetski. Und der russische Violinist und Komponist Dmitrij Sitkovetsky. Ja. Od slovenskih umetnikov prav gotovo moramo omeniti še Marka Hatlaka in Iztoka Mlakarja 10. avgusta v Križankah. Von den slowenischen Künstlern sind gewiss noch Marko Hatlak und Iztok Mlakar am 10. August zu erwähnen im Theater Križanke. Potem Vlada Kreslina, ki že 26 let zapored polni Križanke, koncert bo 25. avgusta. Und Vlado Kreslin, der schon seit 26 Jahren erfolgreich das Theater Križanke füllt. Sein Konzert findet am 25. August statt. In prav gotovo tudi koncert ansambla za sodobno glasbo MD7, ki ga vodi profesor Pavel Mihelčič. Ta
Zasedba je v zadnjih 15 letih nastopanja na festivalu izvedla več kot 60 praizvedb, torej novih del. Und was auch noch zu erwähnen ist, ist das Ensemble für zeitgenössische Musik MD7 unter der Leitung von Professor Pavel Michelčič, das in den vergangenen 15 Jahren beim Festival Ljubljana schon über 60 Uraufführungen hatte. 21. avgusta bomo lahko v Križakah slišali tudi vrhunce muziklov z West Enda in Broadwaya z mednarodno solistično zasedbo. Am 21.08. können wir Höhepunkte aus West End und Broadway, also aus dem Musical, hören mit einer anerkannten internationalen Vertretung. 22. avgusta bo v Ljubljanski operi izvedena operna predstava Svadba. To je koprodukcija Ljubljanskega festivala in festivala Aix-en-Provence. Gre za operno delo, ki je nastalo pred 2 letoma, srbske skladateljice Ane Sokolović in bo v Sloveniji prvič izvedena. Am 22.08. können wir der Oper Hochzeit zuhören. Das geht um eine Koproduktion des Festivals Ljubljana und des Festivals in Aix-en-Provence. Es geht um ein Opernwerk der serbischen Komponistin Ana Sokolović, die sehr anerkannt ist und ihre Uraufführung jetzt in Slowenien haben wird. 23. in 24. avgusta bomo po izjemnem uspehu pred 2 letoma, ko je tukaj gostovala nacionalna kitajska opera iz Pekinga s predstavo Turandot. Am 23. und 24. August werden wir nach dem sehr erfolgreichen Auftritt der chinesischen Nationaloper aus Peking, die hier vor 2 Jahren mit der Oper Turandot gastierte, ki je doživela odprt aplavz na odprtih sceni zadnjega dejanja, ko je prikazano prepovedano mesto. Die einen offenen Applaus erfuhr bei der letzten Szene, wo die verbotene Stadt da gezeigt wird. Bo letos ta ista operna hiša na moje osebno povabilo in povabilo festivala Torre del Lago v Italiji, torej Pucciniano Festival v Torre del Lago. Also dieses selbe Opernhaus wird auf meine persönliche Einladung hin und auf die Einladung des Festivals Torre del Lago in Italien hin. Madame Butterfly. 2 predstavi 23. in 24. avgusta. Ne zamudite, gre za eno najboljših svetovnih opernih hiš, ki seveda si prav gotovo zasluži ogled. Wird also diese Oper die Vorstellung Madame Butterfly vorführen am 23. und 24. August. Es geht um eine Vorstellung, die Sie nicht missen sollten, denn es ist eines der besten Opernhäuser der Welt. In na koncu, no še to bi omenil prav posebej pomembno, izvajalci so sami Kitajci, ni tujih gostov. Was hier auch noch besonders erwähnenswert ist, dass die Künstler bei dieser Vorstellung alle nur Chinesen sind. Also es gibt keine Ausländer bei dieser Besatzung. Kar je bilo nemogoče si zamisliti 10 ali 15 let nazaj, ker enostavno na Kitajskem tovrstnih kadrov niso imeli. Und das konnte man sich natürlich vor 15 Jahren gar nicht vorstellen, denn in China hatte man gar nicht so viele Künstler, um eine Oper zu besetzen. No in na zaključku moja obljuba izpred 4 let, da bomo končno v Ljubljani izvedli Wagnerjev Ring. Und zum Abschluss noch endlich das Erfüllen meines Versprechens von vor 4 Jahren, dass wir Wagners Nibelungenring auch vorführen werden. In to z istim ansamblom kot prvi del. Und zwar mit demselben Ensemble wie den ersten Teil. Kot si lahko predstavljate, dogovarjanje z Marinskim, ki ima sam 3, torej 2 operni hiši in koncertno dvorano, ni ravno enostavno, kar se terminov tiče. Also Sie können sich vorstellen, dass die Verhandlungen mit Amarinsky, der selbst 2 Opernhäuser und eine Konzerthalle hat, nicht sehr einfach waren, um sich terminlich abzustimmen. Še posebej potem to uskladiti z njihovim šefom, dirigentom in direktorjem Valerijem Gergijevim, ki je tudi šef dirigent Münchenske Philharmonie. Und vor allem das Ganze auch noch mit dem Chef und Dirigent Valeri Galtieri, der auch der Direktor der Oper in München ist, abzustimmen. Entschuldigung, der Philharmonie in München ist. In seveda, da tako gostovanje tudi ni poceni.
Und wenn man auch noch bedenkt, dass ein solches Gastspiel auch nicht sehr billig ist. Zato smo še posebej ponosni, da bomo lahko pod vodstvom Valerija Gergijeva 29. avgusta videli Siegfrieda, 30. Somrak bogov in za zaključek še simfonični koncert Orkestra Mariinskega gledališča z Valerijem Gergijevim. Daher sind wir noch besonders stolz, dass wir unter der Leitung von Valeri Gergiev am 29.08. Siegfried sehen werden, am 30.08. die Götterdämmerung und dann zum Abschluss noch das Konzert des Orchesters des Marientheaters aus St. Petersburg, auch unter der Leitung von Valeri Gergiev. Vstopnice so že v prodaji seveda in tudi v predprodaji do 6. junija, tako da jih lahko vzamete ali na spletu ljubljanafestival.si ali pa na prodajnih mestih eticket.com. Also die Tickets sind schon im Verkauf und im Vorverkauf bis zum 6. Juni. Sie können sie per Internet kaufen auf ljubljanafestival.si oder aber über Ö-Ticket. Lahko pa seveda pridete tudi na krajši izlet v Ljubljano, ne traja več kot 1 uro, na kakšno kosilo ali na kakšno od naših bodočih novinarskih konferenc, na katere ste tudi ljudno vabljeni in vas bomo o tem obveščali in seveda preživite tam lep dan in zveste o tem še kaj več. Natürlich können Sie sich aber auch auf einen Ausflug nach Ljubljana begeben. Es dauert ja eine knappe Stunde, um dorthin zu kommen. Sie können auch vielleicht ein Mittagessen einnehmen und vielleicht eine unserer zukünftigen Pressekonferenzen besuchen, zu der Sie auch herzlich eingeladen sind und zu denen wir Sie einladen werden. Und dann können Sie dort einen schönen Tag verbringen. Akreditacije pri Živi Steiner preko spleta in pa seveda, če se boste udeležili novinarske konference, ste potem tudi na kosilu naši gosti. Ravno tako na vseh sprejemih, ki se dogajajo med pauzami dogodkov ali po zaključku prireditev. Die Akkreditierungen für die Pressekonferenzen erhalten Sie bei Živa Steiner über das Internet. Und wenn Sie sich akkreditieren und zur Pressekonferenz kommen, dann sind Sie auch Gast beim Mittagessen und natürlich bei den Empfängen, die dann anschließend oder während den Pausen stattfinden. Če bi kdo želel ostati v Ljubljani preko noči, vezano na katerega od dogodkov, mogoče pri Ringu ali katerikoli drug termin, bomo pokrili tudi prenočišče za seveda zainteresirane kritike. Also sollte jemand auch die Nacht verbringen in Ljubljana anlässlich eines solchen Ereignisses, also zum Beispiel beim Ring oder bei einer anderen Vorstellung, so haben wir auch also Übernachtungsmöglichkeiten, die wir dann übernehmen, zur Verfügung, also für Kritiker auch. Tako da vljudno vabljeni, Ljubljana je poleti najlepša, mislim, da celo lepša kakor naša obala, vsekakor pa ima več kulture kakor okolica in se mi zdi, da je lahko en tak obisk ne samo poletnega festivala, ampak tudi prireditev, ki se dogajajo po dnevi, izjemno izpolni človeka. Jaz že 25 let poleti ne hodim na dopust. Also recht herzlich eingeladen. Ich möchte sagen, dass Ljubljana am schönsten im Sommer ist. Da ist es sogar schöner als unsere Küste. Vor allem bietet es auch viel mehr Kultur als die ganze Umgebung. Und es geht nicht nur um den Besuch des Festivals, sondern auch um die ganzen Veranstaltungen, die tagsüber stattfinden. Es gibt also sehr viele Möglichkeiten, erfüllt zu sein. Und ich muss sagen, dass ich schon seit 25 Jahren keinen Urlaub im Sommer gemacht habe. Tako. Zdaj sem pa vam na voljo za vprašanja, če so kakšno vprašanje. Haben Sie Fragen vielleicht? Ne? Keine Fragen? Mogoče še generalni konzul kaj pove? Vielleicht möchte der Generalkonsul noch ein paar Worte sagen. Es gibt keine Fragen. Ich war 25 Jahre Journalist. Ich würde keine Frage stellen. Ja, wenn es keine Fragen gibt, würde ich gerne auch in Ihrem Namen bei
Herrn Brnnek, bei Herrn Zielenički, natürlich bei unserer Dolmetscherin Frau Jana Weber sehr herzlich bedanken. Hvala tudi v vašem imenu našim današnjim sogovornikom in seveda prevajalki gospe Jani Weber. Und ja, wir laden Sie jetzt ein auf einen Gläschen slowenischen Wein, Imbiss. Und wir haben auch natürlich etwas vorbereitet, was in diesen Tagen eigentlich einer der Top-Themen in der internationalen Presse sind. Das ist die bekannte Potica. Ich weiß nicht, ob Sie das wirklich verfolgt haben, aber Papst Franziskus hat uns eine solche Promotion gemacht, zusammen mit unserer slowenisch-amerikanischen First Lady, dass wir wollten eigentlich Potica auch Ihnen nicht vorstellen. Torej, vabi vas vse na en prigrizek, kozarček slovenskega vina in seveda na trenutno najbolj mednarodno popularno slovensko jed, to je potica. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Ja, to tako mora biti, ja, tako se to dela. Najlepša hvala. Bolje Bolje tako, če so kratki stavki, ne, in gre zelo tekoče.